Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Ich habe jetzt übrigens auch rausgefunden, wie das funktioniert. Man macht das so, man nimmt das so und dann hämmer's. Na, jemand wartet auf dich auf Ebene 100 in der Schädelhöhle. Oh je, oh je, oh je. Erreiche 100, Ebene 100 in der Schädelhöhle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So tief komme ich doch nie im Leben da in den Laderei. Na, also wenn man weiß, wie es funktioniert, dann ist das eigentlich auch kein Problem. Dann können wir die Dinger jetzt nämlich abgrasen und können sie dann noch im anderen lesen. Da ist es Zeit aus Abigails Tagebuch, wie auch immer das in die Mine gekommen ist. Dinge, die ich liebe. Den Duft von geschnitzten Kürbissen, Amethyst unter meinem Kopfkissen zu haben, Schokoladekuche, die Herausforderung vom würzigen Aal und die Brombeerpastete von meiner Mama. Esse ich gern. Ja, man merkt anscheinend, dass er gern isst. So können wir dann herausfinden, was die Leute so gern mögen anscheinend. 12 Uhr mittags, pünktlich. Letzter Tag von der Saison. Guck da mal der Busch über am Spielplatz an. Also am 28. sollte ich mal den Busch angucken beim Spielplatz. Am Gutdare habe ich ein paar nützliche Sachen in den Mülleimer gefunden. Manchmal findet man hinter der Kneipe auch das Gericht des Tages, frisch sogar. Für den Nachtisch sehe ich bei Familie Mullner im Mülleimer noch. Schätze gibt's beim Schmied und im Museum. Okay, das scheint von Linus zu sein. Der weiß, wo man die gute Sache abgreifen kann. Huch, was ist denn das? Was zur Hölle? Keine Ahnung, was das sein soll. Okay, keine Ahnung, was das ist. Haben wir die möglicherweise auch bei unserer Kollektion drin, die Dinger? Moment. Ich muss gerade mal gucken, ob wir die möglicherweise hier schon in unserer Sammlung oder was drin haben. Herstellung, Soziales, Fähigkeiten, Sammlung. Ah ja, perfekt, da haben wir sie. Super Sache, muss ich mir den ganzen Schampel nicht merken. Haben wir alles in der Sammlung drin. So. Alex, Diät für sein Krafttraining, volles Frühstück und Lachsmahlzeit. Langsam liebe ich das Essen, ich spüre das Eiweiß richtig. Das sind dann für Alex die super Sache, die man ihm schenken kann als perfekte Geschenke. Und Mani und die Claire Jess haben wir hier anscheinend auf dem Bauernhof. Auf Manis Ranch. Okay, schön. Schön. Jetzt wissen wir auch, wie wir die Dinger benutzen können. Hätte ich eigentlich auch selber rausfinden können, ich glaube Schädel. Aber Interaktionstab, das ist so blöd beschrieben. Naja. 25.000 Hämmer mal wieder. Nicht immer der andere die Schuld in die Schuhe schiebe. Ach, mal sich selber an die Nase greife und sehe, dass man dumm ist. So, okay, verklint hätten wir dann auch noch was parat. Aber heute ist erstmal Lea dran. Und ich glaube, das Fest des Wintersterns war heute noch, in der Episode noch, ne? Nee, doch nicht. Das ist erst in der Episode übermorgen. Okay. Das sind dann aber auch Fest des Wintersterns und Clints Geburtstag sind noch Sache. Mist, keine Sonnenblume. Saat. Das sind Sachen, hier haben wir natürlich... Ah, doch, da haben wir noch. Gut. Also, noch einmal. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, Winterstern, Gedöns und so, das machen wir alles noch der Episode und der Rest vom Winter, der geht dann in der nächsten Episode, nächste Aufnahmetag, so rum. Da habe ich nämlich sehr viel zu machen. Und dann geht ja Stardew Valley ja auch schon mal in die Pause-Reihe. Ah, da wachsen jetzt immer wieder Aubergine, das ist praktisch. Ja, Stardew Valley geht ja dann in die Pause, in die angekündigt. Und dann gibt es erst einmal Call of Cthulhu. Da freue ich mich eigentlich auch schon drauf. Wobei ich sagen muss, ich habe mir das jetzt natürlich auch mal ein bisschen angeguckt. Ich kaufe hier keine Katz im Sack, sondern guckt man das Ganze auch immer mal an. Und das sah eigentlich ganz ordentlich aus. Und sie hat wieder die Zäune repariert. Perfekt. Und für den Pam gibt es eine Batterie. Saugut. Okay, Moment. Folgendes. Das kommt fort. Woi brauchen wir. Habe ich da mal Batterie gebunkert. Hier, perfekt. So eine Blume für Haley hebe ich mal noch auf. Ja, zu Call of Cthulhu.
Ich habe mir das natürlich mal ein bisschen angeguckt, weil ich ja die Katze im Sack nicht kaufe. Und es sah eigentlich von der Grafik her, würde ich mal sagen, die Umgebung ist super geil gemacht. Das ist so richtig H.P. Lovecraft-mäßig, trifft das alles in so einem trübe und hoffnungslose und etwas wahnsinniger Ambiente. Und verfalle alles und so richtig Lost Places-Style. Das ist schon geil gemacht. Zusätzlich noch 20er Jahre, die ich persönlich selber extrem mag, die 20er Jahre. Und die Charaktere wiederum, die sehen etwas steif aus. Die Engine hätte besser sein müssen. Für ein Spiel, was 2018 rausgebracht wird, erwarte ich eigentlich eher schönere Charaktere. Sprich, dass die mit Mimik dargestellt werden und dass die auch wirklich aussehen, als würden sie Gefühle haben und über Gefühle besitzen. Und nicht so, na Mann, an die komme ich nicht ran. Dann komme ich halt nicht ran, die Pech gehabt. Wäre es da rauskommen, wäre es auch gestreichelt worden. So. Ja, also ich persönlich finde, gerade noch so ein Vorreiter wie The Last of Us, müsste das eigentlich Standardwoche sein, dass man Motion Capture verwendet, sodass die Charaktere auch über Emotionen verfügen und dass die Charaktere auch noch was aussehen und nicht dieses lieblose, hässliche, starre Mimik, sowas erwarte ich von Oblivion zum Beispiel, ne? Dass die Charaktere einfach so steif und starr aussehen und nicht wirklich Emotionen verbreiten können über ihr Mimik und so. Aber von einem neueren Spiel erwarte ich dann definitiv eigentlich schon mehr Qualität, um ganz ehrlich zu sein. Die Charaktere sehen etwas starr aus, aller Hauptto kann ich aber trotzdem noch drüber hinwegsehen. Das tut dem Ambiente keinen Abbruch, wie ich finde. Das Ambiente ist großartig und gerade diese ganze H.P. Lovecraft-Welt finde ich großartig. Ich persönlich bin ja auch ein riese Fan von Villen des Wahnsinns, wenn ihr das kennt. An der Stelle, falls Tom und Chantal zugucken, falls der Heiko zuguckt oder falls der Ingo zuguckt, oder falls der Sevi eventuell sogar auch zuguckt, über den ich überhaupt dazu gekommen bin. Nochmal herzliche Grüße an euch alle auf jeden Fall. Ohne euch hätte ich das großartige Brettspiel Villen des Wahnsinns niemals kennengelernt. Insofern vielen Dank dafür. Es ist nämlich echt ein geniales Spiel. Und ja, wir zocken das in etwas größerer Runde, für 5 Spieler oder so. Zocken wir das hin und wieder auch mal persönlich. Ich kann es wirklich nur jedem weiterempfehlen. Wenn ihr das mal dazu kommen solltet, Villen des Wahnsinns zu kaufen oder mal mit jemandem zu spielen, macht es auf jeden Fall. Es ist super genial. Das ist wie Cluedo in einer H.P. Lovecraft-Welt mit Sternevampire und Sterngezücht und was da noch alles Lustiges rumfliegt und Kind von Schub Nigurat und so weiter und so fort. Ach ja. Falls ihr mal dazu kommt, spielt auf jeden Fall mal Villen des Wahnsinns und Call of Cthulhu geht eigentlich auf das Pen and Paper zurück. Das habe ich wiederum leider noch nie gespielt, Call of Cthulhu als Pen-and-Paper-System. Trotz allem möchte ich das spielen, weil es geht einfach wunderbar in diese ganze H.P. Lovecraft-Welt rein. Und die finde ich einfach zutiefst faszinierend. So, wir suchen jetzt noch Lea auf. Das heißt, wir gehen nochmal runter und holen uns dann nochmal holen uns dann eventuell unseren Käse. Was ist denn eventuell? Wir holen uns unseren Käse natürlich, nachdem wir dann wieder zurück sind. Auf der Ranch. Und zwar auf unsere eigene Ranch. Aber erst einmal kriegt Lea ihren Erdbeer-Riesling. So, so. Hoffentlich ist sie daheim. Jawohl, sie ist daheim. Hi, bitteschön, für dich. Ja, an deinen Geburtstag erinnert man sich doch. Und 6 Herzen. Gibt's ein Event? Es gibt ein Event. Kerl, wie oft muss ich noch sagen? Ich will nicht zurück in die Stadt kommen. Hör doch auf, mich anzurufen. Ich will nichts mehr von dir hören. Aufgelegt. Grummel, grummel. Werd ihr ein Ex sein, ne? Ach, Ackermann. Ach Gott, wie sie guckt. Du hast mich am Telefon Schreie kehrt. Naja, gebrüllt war es jetzt wirklich nicht, wie ich es synchronisiert habe. Stellt euch mal gebrüllt vor. Das war Kell, wir waren mal zusammen. Oh. Ich erzähle da vielleicht besser ein bisschen mehr darüber. Wir haben gemeinsam in der Stadt gewohnt. Ich habe tagsüber nebenbei gejobbt und nachts am Kunstprojekte geschafft. Wir haben gerade genug Geld verdient, um irgendwie durchzukommen.
Er hat mich immer nur dazu gedrängt, zurück an die Uni zu gehen und BWL oder Medizin zu studieren. Irgendetwas mit jede Menge Geld dahinter. Es ging wohl hauptsächlich darum, Geld für ein normales Leben zu sparen. Wächst Haus in der Vorstadt, Kinder, Eltern oben, das so Sache halt. Ich war nicht bereit für das Leben, Ackermann. Ich musste einfach gehen. Also bin ich hierher gekommen, um meinen Traum als Künstlerin zu verwirklichen. War das egoistisch von mir, Ackermann? Nee, es muss da werden. Nee, und Kell klingt nett, sehr nett. Nee, aber es wäre besser gewesen, in der Stadt zu bleiben. Ja, ein bisschen, ja, weil jeder ist sich selber der Nächste. Nee, es muss da werden. Oder nee, und Kell klingt nicht sehr nett. Das ist ein bisschen hart, aber ja, wir haben unterschiedliche Prioritäten gehabt. Jedenfalls, ich habe ein bisschen mehr über die Idee mit der Ausstellung nachgedacht. Ich arbeite an ein paar neue Skulpturen, die ich dabei vorzeigen könnte. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber der Gedanke, meine Kunst an die Leute zu bringen, ist ganz schön aufregend. Ich bin einfach froh, dass du mich dabei unterstützt, Sternentautal zum erstklassischen Kunstort zu machen, Ackermann. Ah jo. Alle hopp. Da haben wir da jetzt auch noch mal ein kleines Event gehabt, finde ich auch schön. Und dann geben wir noch Hailey eine kleine Sonnenblume. Einfach mal so nebenbei. Muss ja auch mal sein. So. Müll? Nö. Gut, hier gibt es noch kein Herz-Event. Sowohl von Emily nicht als auch von Hailey. Das ist für dich. Wir sind jetzt schon bei 5. Ja, das machst du am liebsten. Weiß ich doch. Deswegen kriegst du so einen Schampel von mir. Okay, dann. Wir gehen. Was wollte ich dann noch? Dienstags. Huch. Häsel. Was wollte ich dann noch? Gewitter, leid. Wenn ich das alles mal wüsste. Nee, da haben wir nichts mehr. Ah ja, genau. Hinter der Kneipe findet man als noch gutes Zeichen, hat der Linus gesagt, ne? Im Müll findet man nichts. Penny hat uns dabei ja nicht ertappt. Nö, da findet man nichts. Gucken wir nochmal gerade in die Sammlung rein. Von wegen Müllflattern. Hier. Manchmal findet man hinter der Kneipe auch das Gericht des Tages. Frisch sogar. Okay. Für den Nachtisch bei den Mullners. Und Schätze beim Schmied und Museum. Okay. Hinter der Kneipe habe ich jetzt leider nichts gefunden. Sind das die Mullners? Ich glaube schon. Da ist auf jeden Fall eine Grünalge drin. Köstliche Nachtisch. Und hin und wieder gibt es Schätze beim Museum und beim Schmied. Gucken wir doch gerade mal, was die sofort schmeißen, verschampel. Nix. Oh, hoppla. Bin ich ein bisschen zu früh runter. Und nö, keine Schätze. Alle Hopf. Dann würde ich aber sagen, wir kehren nochmal ganz fix zur Bushaltestelle zurück, kümmern uns noch um unser Käse, genau. Und dann gehen wir nochmal ein bisschen in die Mine, ein bisschen Viecher abschwarten. Und dann läuft die Geschichte. Mai ist es sowieso nichts, da können wir auch wieder in die Mine rein. Und Milch. So. Alles rein mit. Dann eine ganze Kruste in die Kellerei. Dann können wir uns gleich wieder direkt aufmachen in die Mine. In der Mine, in der oberen Stockwerke ist es sowieso dann egal, würde ich sagen. Moment. Dann machen wir gleich mal 2 Ziegekäse. Und 3 normale Käse. Passen perfekt rein. Und der Ziegekäse ohne Qualität hier. Super. Okay. Dann noch ein bisschen Zeug fort. So. Gute Köder. Und ich habe noch gesehen, wir haben einen Kaffee noch drin. Kaffee will ich auch gern warten lassen. Deswegen Schlons. Ach Gott, das Sabberjockel. War lauter gut noch in die Tasse, die Halbtasse und eine Bad reingesabbert. Also. Ab in die Säureminen. Quatsch. Stadt wollte ich doch gar nicht. Ich wollte in die Mine. Und wir schlagen uns mal ein bisschen auf Ebene 20 rum. Ja, da gibt es nämlich auch noch Amethyst für die gute Abigail, damit sie sich das wieder unter das Kissen stecken kann. Und eine Quarz nehmen wir noch für das Säppel mit. So, Kupfer brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. Butler? Butler? Nö. Schade.
Okay, der Quarz war das Seppel auf jeden Fall. Damit der nämlich am Fest vom Winterstern noch was Gescheites hat. Obsidian finde ich jetzt leider nirgendwo. Naja, vielleicht ist es ja in irgendeiner Geode noch drin, aber bei so einer stinknormalen Geode bezweifle ich das. So, da gucken wir doch mal, dass wir irgendwie noch runterkommen. Sieht aber nicht so aus, als kämen wir hier nochmal eine Treppe runter. Wäre so beinahe geschickter gewesen, nochmal hochzugehen. Ah, okay, da haben wir es auch. Da haben wir es. So, nachdem wir jetzt sowieso schon Kupfererz gesammelt haben. Jo, alle ein bisschen Harz. So. Nirgendwo Sandfläche, wo Viecher sind. Nee. Hier können wir nicht mit Butler rechnen. Schade eigentlich. Steht nämlich noch gerne ein paar von den Viecher Niedermacher. Damit wir die für unsere Abenteurer-Gilde-Quest noch irgendwie erledigt kriegen. Ah ja, du sind bestimmt ein paar. Ja, na Allah. Noch irgendwo? Der kommt doch mal raus. So riesige Fläche. Ah, ich bitte euch. Und dann ist nur ein... nur ein Butler dort. Das ist schade. Okay. Oh, mal wieder Notiz. Warte mal, die lesen wir doch gleich. Und... Calico-Wüste. Da ist eine Parkbank eingezeichnet mit dem Kreuz. Da muss natürlich ein Schatz sein. Ich meine, in der Archäologie schaffen wir ja auch so. Unsere Ortsakte sehen selbstverständlich so aus, dass wir überall Schatzkarte haben, wo dann in X markiert ist, wo die Smaragde, die Rubine und die Diamante versteckt sind. Versteht sich auf uns selber. Okay. Dann weiter. Zack und zack. Ufmacher. Ah, bald Quellmach wieder überverstehe. 671. Okay, da geht's wieder runter. Habe ich erstmal nicht gesehen. Ah ja. Sandfläche, sieht nicht so aus. Also runter mit uns. Wieder die lustig klimperles Musik. So, Butler. Butler. Nö. Bös. Das ist gemein. Da warten wir ja extra auf die bläde Viecher. Und dann kommen sie nicht. Das ist frech. Und weg. Und als weiter. Gut. Na? Kommt nix. Ah, mal ein Pilz. Aquamarin könnte man theoretisch auch noch mitnehmen hier. Ach, ich finde die Musik echt goldig. Und wieder nix. Aber jetzt, komm schon. Irgendwo. Irgendwo muss doch mal ein Butler kommen. Also nicht. Wir machen noch ein bisschen Käferfleischverwertung. Nix. Das gibt's doch gar nicht. Nirgendwo sind sie, wenn man sie sucht. Uppala. Und jo. Ansonsten wart hier anscheinend nichts auf uns. Doch. Eine geheime Notiz mal wieder. Also, gleich mal wieder lesen. Was gibt's dann? Sonderbestellung von der Kneipe zum Sternefall. Der Bäuermeister will Herbstfülle, doppelte Portion ballaststoffreiches Brot als Beilage, Marnin Kürbiskuchen mit extra Schlagsahne und Demetrius Bohneneintopf, bitte scharf. Caroline Fischtaco, sie will 3 Portionen Soße, am besten ein paar Serviette dazu, lecker. Ach ja. Jetzt haben wir auch wieder was rausgefunden über die Lieblingsgeschenke, die man denn Persönlichkeit hier tun kann. Das ist an sich gar nicht mehr so verkehrt. So. Als weiter. Warum auch immer die so geheime Notizen von der Kneipe hier in Stäh in der Mine einschließen. Das möchte ich mal nicht weiterhin erfroren, warum das so ist. Okay. Gut. Weiter geht's. Und joink. Und weiter. Ich denke aber, du kommst gerade nie so weit, ne?
Sieht nicht so aus. Du war die ganze Zeit der Treppe. Dabschädel. Wenn hier keine Sandfläche mehr sind, dann... Ja. Verzwirbel ich mich wieder für heute. Also, weg hier. Und zurück zu der Bushalter. Jo, Allah, jetzt nehmen wir das Zeug auch noch mit. 2 Mal habe ich schon nicht mitgenommen. Und gemischt die Saat. Allah, hopp. Also nichts wie rein mit dem Kruscht. Wieder in die Kiste, wo es hingehört. Und in die Versandkiste. Ah, ist das schön, wenn man oben zum Erhälterort zurückkommt. So, einer heben wir für... nee, Quatsch. Einer heben wir für Epi auf. Und... das Zeug packen wir wieder durch rein, was hier gehört. Inklusive Cola. Quarz heben wir uns einer für der Seppel auf. Und dann läuft das. Sodela. Mensch, habe ich das gegossen? Ich glaube, das war nicht gegossen. Gut, dass ich das noch nachgeholt habe. So, genau. Dann haben wir erstmal nichts. Festes Wintersterns. Dafür behalte ich den Quarz erstmal in der Hand. Und der Amethyst ist natürlich für sie. Jetzt kann sie sich ihn auch direkt unter das Kopfkissen lecker. Ja, ich weiß, du liebst das. Jetzt sind wir noch wieder bei 13 Herzen. Also rein ins Bett zu dir. Und erstmal weiche Schlafer. Okeli. 7786. Eher ein schwacher Ertrag. Na gut. 24. Eigentlich ist ja Heiligabend. Aber an Heiligabend haben wir nichts zu tun. In englischsprachige Räume wird Weihnachten ja immer am 25. erst gefeiert, was ich irgendwie etwas redundant, etwas dämlich sogar finde. Aber so what? Man kennt es ja auch nur vom deutschen Kulturraum, dass Weihnachten halt am 24. nicht 14. Am 24. gefeiert wird. Am 14. hat ein Kumpel von mir Geburtstag, deswegen den habe ich seit meiner Grundschule in Gedächtnis den Geburtstag. Und jedes Mal am 14. Dezember wache ich auf. Er hat Geburtstag. Ach ja. Ist das bei euch auch noch so, dass ihr die Geburtstage von euren Freunden, vor allem von denen, die ihr schon von früher gekannt habt, aus der Grundschule und so, habt ihr die Geburtstage von denen auch noch im Kopf? Oder verlasst ihr euch mittlerweile vollkommen auf Facebook und KKG, um Geburtstage euch zu merken von Freunden? Also von den Leuten, die mir wichtig sind und von der Familie, habe ich eigentlich immer die Geburtstage so im Kopf. Nur bei Freunden, die ich selten sehe und so Facebook-Freundschaften eher sind, von denen muss ich mich definitiv über Facebook informieren lassen, wann die Geburtstag haben. Okay, wieder einmal auf Top-Qualität, der es von Zero to Hero gepackt hat. Das sind jetzt wieder 2 freie Plätze für die Ziegelkäse ohne irgendeine Qualität. Oh, Lea kommt zu Besuch. Hi Ackermann, schönen Tag, nicht? Ich habe da Geschenk mitgebracht. Die Skulptur habe ich nur für dich gemacht. Ui. Hoho, das ist die, an der sie die ganze Zeit gearbeitet hat. Du erhältst Leas Skulptur. Ja, super. Ich nenne sie meine Gefühle für Ackermann. Ach Gott, ich hoffe, sie gefällt dir. Eigentlich hatte ich nicht vor, eine Nebenfrau neben Abigail zu führen. Aber das Ding kriegt einen Ehreplatz. Wenn jemand extra für mich sowas macht, kriegt das hier einen Ehreplatz. Auf Abigails Seite ist vielleicht ein bisschen gemein. Quatsch, das müssen wir so. Machen wir es auf my Seite. Okay. Ich hab eine, die sich für mich interessiert. Hilfe! Weil wie viel Herzen sind wir überhaupt bei ihr? Gerade mal gucken. Ist aber noch relativ weit unten, die Lea. 3, 4, 5, 6. Okay. Ich meine, goldiges Mädel ist es ja schon. Aber ja, ich bin halt verheiratet. Herrgott nochmal. Robin schickt mir Holz. Und mir ist es schon wichtig, dass man da verheiratet ist und seiner Partnerin treu ist. So, geheime Freund Seppel. Jawohl, ab der 9er. Und ich habe schon ein Geschenk für den Kasper. Es ist zwar dummerweise nur Quarz. Aber das hat er ja ganz gern. So, das Holz packen wir noch durch rein. Dann NC3. Wobei. Warte mal. Ja, mir eine Hasepfot. Das kriegt er. Und wenn so ein dappischer Kasper ist, denn die Hasepfot nicht zusagt, dann kann er mich mal Götz von Berlichingen. So. Dann machen wir hier mal weiter. Eigentlich ist es ja so ein Joker im Prinzip, ne? Wenn man will, dass ein Geschenk wirklich absolut gelingt, dann
schenkt man eigentlich so Hasepfote in möglichst, in möglichst großer Qualität. Und wenn der jetzt ausgerechnet zu deiner Hansel gehört, der mit deiner Hasepfote nichts anfangen kann, wie gesagt, dann Götz von Berlichingen. So. Okay. Ah, Mist, den Ende Käse habe ich mal wieder verpasst. Na egal, machen wir halt heute zu. Und zack, zack, zack. Ich hoffe, ich finde mal irgendwann als Artefakt, als Schatz, das antike Ei. Dann kann ich nämlich hier einen Dinosaurier ausbrüten. Ich weiß nicht, ob die großartig Nutzer haben. Ich habe nur gehört, dass das funktioniert. Aber ich weiß nicht, ob die irgendeinen großartigen Nutzer haben, die Viecher. Die Dinos. Ob die irgendwas für uns produzieren oder so. Weiß ich nicht. Müssten wir dann mal gucken. So. Ah, okay. Hat man anscheinend die Gs nicht genommen, dass ich sie nicht gestreichelt habe gestern. So. Also ein Streichelentzug darf auch mal einen Tag lang dauern. Das Streichelembargo. Dann Schatterei. Dorei, damit immer nur do die eklig Brühe gemacht wird. Enterei. Halsreide mit. Und hier noch. Dann Ziegekäse in Gold. Kommt natürlich Dorei. Und der Rest, der wird von vornherein gemacht. Ups. So. Und hier wieder. In der Höhle. Was gibt's an Durchscheiners? Eine. Ja, eine vor allem. Eine Pfirsich. Aha. Ein Pershing. So ein guter Weiberg-Pershing. Die sind echt lecker, die Dinger. So richtig süße Weiberg-Pershing, die mag ich. Okay, das sind Pastinake gut. Sehr schön. Dann machen wir doch gleich hier wieder neue Saatreihe. Hier sind anscheinend auch wieder unser Jalapenos. Gut. Beziehungsweise Pepperoni. Und hier noch. Ja, sehr schön. Do ist wieder Pastinake gut. Ala Hopf. Wir haben hier noch mehr als genug gemischtes Saat für was mag das sein Eindrücke. Also nichts wie runter damit. Und ja, wieder. Nein, doch nicht hier. Die Wand wässern. Ackermann. Knetkorb. Dann können wir da nochmal zurück. Und der Dreier Gießer zum Schluss. Oh, die brauchen anscheinend ewig, bis sie erwachsen, die Saat. Ne? Ah, ne, Quatsch, das sind die, die ich neu gemacht habe. Dummkopf. So, weiter geht's. Hier wieder. Da ist wohl Emulweze mit dabei. So wie es aussieht. Und Glucker, Glucker. Und dann machen wir nochmal. So. Sehr schön. Also immer hier ein paar kleine Sachen zwischendurch gibt es immer mal wieder, die man sich da abholen kann. Das ist gar nicht mal so verkehrt, finde ich. Gerade so Pastinake und so Kram. Das ist Zeug, was schnell wächst. Das ist Zeug, was schnell Ertrag bringt. Und mit der gemischten Saat sind wir definitiv auf der guten Seite, finde ich. Dass wir uns immer mal wieder ein paar kleine Zwischenerträge holen können. So, zu Clint will ich noch wegen deiner Geode. Das können wir ziemlich fix regeln sogar. Klimperles Musik, klim, klimperlim, gum, bam, bam, bam. Okay, wieder genug Schampel verkauft. Und eventuell ist auch hier wieder Geheimminorisch drin. Nö, es ist Lehm. Okay. Warum nicht? Dann Stadt Clint. Und so, Geode bitte Knacker. Aha, was ist denn das? Zwergischer Helm. Ich glaube aber den Hämmer schon gäbe, ne? Das dürften wir auch schon gäbe haben. Das Donnerei. Das lecke ich auch immer, wenn ich auf dem Klo bin. Was? Und ein Erdkristall noch. Ja, genau, Erdkristall. Ich glaube aber das Zwergehelmche, ja. Einer der Helme, die gewöhnlich von Zwergen getragen werden. Die dicken Metallplatten schützen sie vor fallenden Trümmern und Stalaktiten. Nicht zu verwechseln mit Stalagmite. Das sind nämlich die Dinger, die von unten hoch wachsen. So, dann bringen wir das Zeug wieder zurück. Genau, Kaliko-Wüste wollte ich noch, wegen der lustigen Notiz, die wir da gekriegt haben. Also, das ist Pfarrei, das ist Pfarrei, das ist Pfarrei und das hier. Und der Rest
Dunnerei und Zwergischer Helm können fort. Da holen wir noch unsere rechtliche Charge. Perfekt, genau passend dazu kommen. Und nix wie Reihe in die Fässer. Und dann die Notizfolge in Richtung Calico-Wüste. Aber Ebene 100 in der Schädelhöhle, das schaffe ich doch niemals, ohne Witz mal. Oh, nur höchstens mit so einem blöden Patch, den ich eigentlich vermeiden möchte, dass ich mit Aufzug wie in der Schädelhöhle arbeiten kann. Das würde ich echt nur sehr, sehr ungern machen. Weil, wie gesagt, ich versuche immer so gut wie möglich ohne irgendeinen Patch auszukommen. Dann folgen wir jetzt trotzdem mal deren Nachricht. Nachdem wir die Mayo abgeliefert haben. Die Hasepfot ist nach wie vor für das Seppeltor. Okay, so. Und jawohl. Dann gucken wir doch mal, wie weit wir hier kommen. So, irgendwo neben einer Bank mit einer Kante war du noch eingezeichnet. Muss also eine da ohne sein. Haben wir auch noch ein paar Artefaktplätze. Nur Lehm, der gute Wüste Lehm. So, gemischte Saat, die können wir allerdings jetzt mal gebrauchen, nachdem wir sie so lange ignoriert haben, die gemischte Saat. Da ist nix. Und hier muss irgendwo was sein. Ja, merkwürdige Puppe. Gunther kann dir mehr darüber erzählen. Das war's wohl, ne? Wir graben hier einfach mal um. Ja, dass wir hier irgendein anderes Schampel nicht gesehen haben. Und hier in die Richtung kann er auch nicht graben. Okay. Das war exakt das Zeug, was wir haben wollten. Super. Also zumindest exakt der Platz. Ob ich jetzt die merkwürdige Puppe haben wollte, steht jetzt mal außerhalb von der Diskussion. Aber wir gehen auf jeden Fall wieder zurück ins Sternentautal. Und zeigen das dappische Ding mal Gunther, was der dazu sagt. Das sieht schon ein bisschen creepy aus. Wir sind auf jeden Fall fündig worden. Das ist schon mal gut. Also die Dinger sind auf jeden Fall auch zuverlässig. Nicht einfach nur, dass du was angezeigt wird und dann findest du nichts. So. Na? Okay, da haben wir anscheinend schon im Müll geflattert und nichts gefunden. Finden wir hier möglicherweise noch was im Müll? Nö. Ach, wieder nichts. Okay, hier, ich habe so gruseliges, ekliges Ding für dich. Ah, na. So. Bringt uns anscheinend keine Belohnung ein. Schade. Wir gucken uns das jetzt mal trotzdem an. So. Merkwürdige Puppe. Okay, da wäre jetzt nicht mal Gunther mehr dazu. In unserer Sammlung wollte ich aber trotzdem Nummer 3 Schieler. Abigail, Müllnotiz, Krafttraining. Ja, das weiß ich immer nicht, was das heißen soll. Das hatten wir jetzt. 12 Uhr mittags pünktlich. Letzter Tag der Saison. Seht ihr den Busch über dem Spielplatz an? Okay, letzter Tag in der Saison. Haben wir ja nicht mehr allzu viele. Okay. Na gut. Das war wohl das. Würde ich mal sagen, es ist doch mal wieder perfekt, um mal wieder eine Runde zu angeln, oder? Eigentlich sollte das mal wieder drin sein, Runde angeln. Können wir uns auch hier nochmal ein bisschen Zeug holen. Wieder Schneesüßkartoffel ausgegraben. Da können wir wieder ein bisschen neue Köder reinschmeißen. Willibald, gucken wir nochmal wieder bei dir. Von wegen Schatzjäger, Korker. Vergrößert die Fischleister. Genau das will ich haben. Und dann gehen wir nochmal Runde angeln. So. Und gucken einfach mal, was wir noch heute so fischen können. 12 Uhr mittags, letzter Tag der Saison, pünktlich. Okay. Schauen wir mal, was da dann für uns parat ist. Ah, das ist nur ein kleiner Fisch wahrscheinlich. Es ist The Mighty and Proud Hering. Alles klar. So, kann ja nicht schaden, mal ein bisschen noch was zu angeln, zumindest bis 18 Uhr. Seetang,
Ups, der berühmt-berüchtigte Seetang, der Köder frisst. Und dann schauen wir mal. So. Wenn jetzt wieder nur ein Hering rauskommt, dann lass es auch gut sein, verheit. Ne, Sardine, okay. Dann suchen wir uns eventuell mal die seichtere Gewässer aus. Man kann ja auch am Winter ovens einen Aal fangen. Dann könnte man zumindest einmal nur mal rausfischen. Zumindest könnte man es mal probieren. So. So wird ein Schuh draus. Gucken wir mal, was wir da an Schatz finden. Hering mal wieder. Und ein Fischköder. Alle hopp. Machen wir gleich mal wieder dran. Und was haben wir dann hier? Ja, wahrscheinlich wieder den Mighty and Proud Hering. Jawohl. Gut. Probieren wir es mal hier an der Stelle nochmal. Da es jetzt 18 Uhr ist, probieren wir es einfach mal. Vielleicht finden wir ja nochmal einen Aal. Eventuell. Ja, ist auf jeden Fall etwas, was ein bisschen mehr kämpft. Aber auch nicht besonders viel mehr. Eine Rotbarbe. Okay. Ich weiß, zweimal machen wir noch und dann machen wir uns auf der Heimweg. Damit wir einfach wieder auf eine runde Anzahl von Köder sind. Ich kann das jetzt sehen, wenn es ungrad ist. Das verstört mich. So. Das könnte wieder Rotbarbe sein. Jawohl, ist auch wieder eine. Gut. Dann sind wir auf 150 wieder runter. Und dann läuft das. Okay. Es ist. Wieder Rotbarbe oder Hering. Eher ein Hering, schätze ich. Nee, es ist eine Seegurke. Alles klar. Gut. Dann haben wir wieder genug nautisches Gerät. Nautische Beute. Und können auch mal wieder zurückgehen. Also. Irgendeiner verlässt das Haus. Wahrscheinlich Clint. Genau. Und. Die Bushaltestelle. Ist mein. Ah doch. Mein Sticky ist noch hier. Alles klar. Hab mich etwas gewundert. Aber macht nichts. Sodela. Dann. Fort. Alles fort damit. Ganze Schampel kann weg. Und. Was nicht weg kann, ist das. Und. Die zerbrochene Brille können beide in die Recyclingmaschine. Gut. Dann. Hier noch. Ansonsten mit unserer Milch und so sind wir, glaube ich, durch. Ah, gut, dass ich nochmal geguckt habe. Dann hätte ich nämlich den Stoff vergessen. Den können wir nämlich auch gleich mal direkt verkaufen. Gut. Dann sehen wir uns immer mal wieder, ihr liebe Leute, zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig, wo wir dann festes Winterstern sein und Clint's Geburtstag. Und der letzte Aufnahmetag wird dann wahrscheinlich nur das Ende sein. Okay, so muss ich es leider regeln, wie gesagt. Mehr als 4 packe ich heute nicht mehr. Also machen's gut und bis immer mal dann wieder. Iron Yankee.